Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV am Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.delu gesehen und lauschen. An der Plenarsession vom Europaparlament, die vom 7. bis 10. März zu Straßburg stattfindet, gibt den interessanten und außerordentlich wichtigen Bericht über die Handelsrelationen von der Europäischen Union mit Drittstaaten an hier Auswirkungen auf die europäische Landwirtschaft aufgestimmt. Ich bin in diesem Rapport nicht nur als Member vom Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung interessiert, sondern auch als Member von der Interparlamentarischen Assemblée von der Europäischen Union mit den Ländern von Lateinamerika. Die lateinamerikanischen Staaten haben noch heute nach immer Tendenz, als Europäer als die Base durchzustellen, die sie kolonialisiert hatten und die zum großen Teil auch heute noch für ihre Misere verantwortlich wären. Sie machen in dem Sinn dann noch gerne Appell und als schlecht Gewissen, für das wir ihnen helfen sollen, als Bannemarkt so weit wie möglich für sie abzumachen. Sie aber wollen nicht eisenhochwertige landwirtschaftliche Produkte durch übertriebene Importsteuern so schwer wie möglich machen, für auf ihre Marché zu kommen. Ich denke, dass wir mit dieser bisschen stüpsiger Weise für zu denken abhalten müssen, zumal wenn wir ein paar Chiffren mal ein bisschen mehr genau angucken. Am Jahr 2008 hatten wir im Bereich von der Landwirtschaft ein Rekordhandelsdefizit von stolzen 7 Milliarden Euro. Den Defizit am Handel mit den Mercosur-Ländern, das sind Argentinien, Brasilien, Uruguay, Paraguay und Venezuela, hat sich seit 2000 mehr wie verdoppelt. 2009 haben mehr landwirtschaftliche Produkte am Wert von 19 Milliarden Euro aus diesen 5 Ländern importiert und nehmen 1 Milliarde Euro dahin exportiert. Mich kann also kein überzeugen, dass wir unserer schärfster Konkurrenz an irgendwelcher Form nach mehr helfen müssten. Ganz am Gegenteil. Beim Aufschluss vom internationalen Handelsaufkommens, beim Aufschluss von denen, müssen wir aufpassen, dass als lokal und kleine landwirtschaftliche Betriebe nicht die Kürzeren ziehen. Sie leisten einen nonentbehrlichen Beitrag für die Versorgungssicherheit und auch nach Lohn an Zukunft, Versorgungssicherheit mit hochqualifizierten Lebensmitteln. Und die Europäische Union, die wird leider auch oft kritisiert und nur geklagt, sie geht für ihren Export künstlich durch Restitutionen, das heißt Exportbeihilfen, Heischalen. Auch damit kann ich nicht verstanden sein. 1993 gaufen nach stolz 29,5% vom Budget von der gemeinsamen Agrarpolitik für Exporthilfen gebraucht. 2009 waren es just nach 1,2%. Andere wichtige Handelspartner, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada, die machen noch heute nach massiv Gebrauch von Exportsubventionen. Als europäische Produzenten sind verpflichtet, die höchste Qualitäts- und Hygienenormen, Standards an der Lebensmittelproduktion anzuhalten. Dazu kommen dann noch nach Umweltauflagen, Tierschutzauflagen und neuerdings auch nach Klimaauflagen. Durch diese Auflagen und durch die hohen Arbeitskosten in Europa können wir mit den Weltmarktpreisen nicht mehr mitteilen. Wir importieren aus dem Grund hauptsächlich landwirtschaftlich Matière Premiere, wie zum Beispiel Weser, Soja, aber wir exportieren majoritär vererbt Produkte, Wein, Spirituosen, Käse, Foie Gras und so weiter. Wenn wir also zusätzlich Aufforderungen und Eisbauern stellen, die an den Drittstaaten für hier Bauern nicht gelten,
braucht dann auch kein zu scheizen, wenn Bauern Einkommensbeihilfe kriegen, für mit diesen deloyalen Marktbedingungen Tag nach überleben zu können. Was müssen wir dann machen, für nicht weiter Paaren Weltmarkt zu verlieren? Wir müssen vor allem aufpassen, dass wir politisch kein falsches Signal setzen, so wie wir das in der Vergangenheit allzu oft gemacht haben. Für Ihr Beispiel zu nennen, 2006 gab in Europa eine Reform von der Zuckermarktordnung gemacht, für angeblich die Wettbewerbsfähigkeit von dem Sektor zu erhöhen. Erreicht haben wir das aber nicht. Aber was kommt, das war das 83 von denen 180 Zuckerproduzenten in Europa hier Produktion angestaltet haben. Und damit sind 16.500 Arbeitsplätze verloren gegangen. Wir haben wahrlich tatsächlich ein immenses Exportpotenzial für qualitativ hochwertige Lebensmittel. Und dafür müssen wir offensiv mit Drittstaaten verhandeln, für Douanen- und Steuerbarrieren aufzubauen, dieselben Aufforderungen und die Importgitter aus den Ländern zu stellen, die Eisbauern schon seit langem müssen anhalten. Wir müssen auch aufpassen, dass die Trassabilität der Produkte verbessert wird, an Protektion von den Ursprungsbezeichnungen, dass die ausgebaut wird, auch für zu verhindern, dass Eisprodukte piratisiert gehen, an Eisproprietät intellektuell auch abusiert wird. Wir brauchen dafür Aufkommens mit unseren Handelspartnern, für das die geografischen Indikationen d'Appellation d'origine contrôlée nicht nur für Wein und Spirituosen gelten, sondern dass wir sie auch ausdehnen auf andere landwirtschaftliche Produkte. Wir brauchen uns auch von einem ethischen Point de vue nicht für so eine Haltung, wie ich sie durchgestaltet habe, zu schummen. Die EU ist weltweit der größte Importeur von landwirtschaftlichen Produkten, auch aus Entwicklungsländern. Wir importieren aus den ärmsten Ländern mehr wie die USA, Japan, Kanada, Australien und Neuseeland zusammen. Und das ohne Droit de Douane für diese Länder. Wir brauchen uns also keinen Vorwurf machen zu lassen. Das Zahlen gehen mehr wie durch für eine Vorgehensweise von der EU, Weltmarkt zu rechtfertigen. Weil es an der Landwirtschaft immer vorgeworfen wird, mehr wäre für die Armut an der Welt, für die Ruin von den landwirtschaftlichen Produkten an Landwirtschaften, überhaupt an Entwicklungsländern verantwortlich, wollte ich einmal klarstellen, wie die Situation wirklich ist. Auf der Tagesordnung von der Plenarsession vom Europäischen Parlament vom 7. bis 10. März zu Straßburg stimmen natürlich auch nach vielen anderen Berichten und Resolutionen, besonders auch was die Situation in Libyen, Ägypten, Tunesien und so weiter betrifft, aber auch die Abführung von einer Finanztransaktionssteuer an der EU. Die sind alle heftig umstritten. Ich werde nach Gelegenheit tun, darauf zurückzukommen. Merci, dass ihr mir nur gelauscht habt. Bis geschwind.